Servus, Glück auf und herzlich willkommen. Jetzt zum letzten Teil des Saisonfazits. Wir sind bei der Mannschaft und wir gehen jetzt darauf, meine Benotung fürs Mittelfeld und für den Sturm natürlich. Ne? Wie bisher auch. Oder wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert gerne den Kanal, damit supportet ihr das, was ich hier tue. Und damit würde ich sagen, dann gehen wir rein. Ja, ich erwähne das hier auch nochmal ganz kurz. Wie im letzten Video, es ist natürlich Zeit für einen Umbruch. Ja, ich werde bei mir den Spieler auch mitgeben, wie ich das sehe, ob man den Spieler abgeben sollte oder nicht. Wie gesagt, wir hätten schon letzte Saison oder die Saison davor einen Umbruch gebraucht und jetzt wird es langsam Zeit, dass man den angeht. Beziehungsweise heißt es wird langsam Zeit, es ist höchste Zeit. Ja. Alles, was ich hier sage oder kritisiere, damit kritisiere ich natürlich nicht den Menschen oder ja, ich kenne den Menschen nicht, ich kritisiere die sportliche Leistung. Nicht mehr und nicht weniger, Leute. Gut, und damit würde ich sagen, sind wir im Mittelfeld angekommen. Und direkt die Streitfigur Nummer 1, Joshua Kimmich. Ja, ich habe es schon in einem anderen Video gesagt, ihr braucht mich hier nicht mit Statistiken zuschmeißen. Könnt ihr natürlich machen. Die Statistiken interessieren mich jetzt nicht wirklich, ob Kimmich jetzt, was weiß ich, als Beispiel 60% Zweikämpfe gewonnen hat oder 45. Am Ende des Tages habe ich die Szenen im Kopf, wo er sich einfach fallen lässt, wo er wichtige Zweikämpfe in der Mitte am eigenen 16-Meter-Raum verliert. Da ist mir dann auch eine Statistik egal, die irgendwelche Werte bietet. Dasselbe mit Passquoten. Ja, wenn man 90% der Pässe quer und nach hinten spielt, sollte man auch die dementsprechende Passquote haben und so weiter und so fort. Aber ich verstehe natürlich auch die Leute, die gerne damit Statistiken argumentieren. Ich tue das nicht, ist für mich kein Dingen, kein Kriterium. Es gibt für jede Meinung die passende Statistik. Ja, da brauchen wir uns nichts vormachen. Und nochmal, das hier ist alles meine subjektive Meinung. Wenn ihr eine andere habt, ist das für mich völlig fein. Solange ihr mich nicht bekehren wollt, ich will euch auch nicht bekehren, ich teile hier einfach nur meine Meinung und setze mich nicht hin und sage, du musst genau diese Meinung haben, die ich habe. Nee, müsst ihr nicht. Na, und damit gehen wir rein. Joshua Kimmich, Vertrag bis 25. Einsätze 43, Tore 2, Vorlagen 9, gespielte Minuten 3496, Einwechslung 1, Auswechslung 11, gelbe Karten 3, rote Karten 1. Note, tue ich mich echt schwer, Leute. Tue ich mich echt schwer, den Josh zu bewerten. Ich habe so viele schlechte Sachen im Kopf zum Josh. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, Alter. Allein die ganzen Sachen, wie jetzt auch noch mal im letzten Spiel, ich meine, da ist er als Außenverteidiger, da war es halb so wild, obwohl da auch ein Tor raus entstanden ist, ja, dass er sich da fallen lässt und da reklamiert, anstatt weiter zu spielen und den Einwurf zu verteidigen. Ja, wie oft hat er sich in der Mitte fallen, wie oft hat er sich im Strafraum fallen lassen, in der Hoffnung, dass er den Pfiff bekommt als Offensivfoul und so weiter. Das ist eine Katastrophe. Ja, dass ein Kimmich kein Sechser ist, sind wir uns alle einig. Dass er ein guter Achter sein kann, vielleicht, ich weiß es nicht, haben wir nie gesehen, ja, haben wir nie ausprobiert. Ist er ein sehr, sehr guter rechter Verteidiger? In meinen Augen auch nicht. Er kann ein guter Verteidiger, rechter Verteidiger sein, wenn er möchte. Defensiv hat er aber auch da Schwächen. Das hat diese Saison auch gezeigt, ja, wie viel Spiele er hatte, wo es auch nicht gut war. Fairerweise kann man das aber auch nicht ganz fair beurteilen, weil dann oft auch der Spieler gefehlt hat, der mit nach hinten gearbeitet hat. Oft war dann Kimmich auch 1 gegen 2 hinten, was dann auch super schwer ist für ihn zu verteidigen. Rechter Verteidiger-Part würde ich sagen, im Großen und Ganzen hat er ordentlich gespielt, würde ich ihm eine 3 für geben. Sein Mittelfeld-Part diese Saison würde ich ihm eine 5 geben. Fertig. Ja, rechnen wir beides zusammen, kommen wir auf eine 4. Haben wir eine Note gefunden, würde ich sagen. Also Kimmich Note 4. Teil des Umbruchs unbedingt. Sorry, Leute. Unbedingt. Aus sportlicher Sicht kann man drüber streiten, wenn Kimmich sagen würde, yo, ich habe Bock, wieder ein richtig geilen rechter Verteidiger zu sein, was er nicht haben wird, könnte man Argumente finden, zu sagen, komm, wir behalten Kimmich. Weil, dass er eine gute Flanke schlagen kann aus dem Spiel heraus, hat er diese Saison ein bisschen gezeigt. Er hat aber jetzt zum Ende hin auch wieder gezeigt, dass er eigentlich keinen Bock hat, für den FC Bayern zu spielen und von daher meiner Meinung nach Teil des Umbruchs
100%. Nicht nur aus Sicht des Vereins, auch aus seiner Sicht. Ich denke, es wird ihm gut tun, beim neuen Verein zu sein, neue Ziele zu haben, vielleicht im anderen Land. Nochmal neue Reize zu setzen, wird ihm gut tun. Er hat noch ein paar sehr, sehr gute Jahre auf hohem Niveau, da sind wir uns alle einig. Er hat nicht das Standing, was er vielleicht verdient, aufgrund der letzten 2 Jahre, woran er selber schuld ist, meiner Meinung nach, weil die Leistungen katastrophal waren. Ja. Er selber sieht sich als klarer Sechser, was ich persönlich gar nicht so sehe, aber das ist dann immer die Sache, wer interpretiert wie ein Sechser. Für mich ist ein Sechser ein Javi Martinez, das ist für mich ein Sechser. Ein Thiago mit Abstrichen war ein Sechser. Für mich ist all das nicht. Ja. Nämlich ist auch teilweise in den letzten Jahren an seinem eigenen Anspruch gescheitert. Wollte immer der große Führungsspieler sein. Das konnte er nie umsetzen. Nicht einmal. Er ist nicht dieser Führungsspieler bei uns. Was auch bedingt an Manuel Neuer und Müller liegt, die ihm da mit Sicherheit immer klein gehalten haben, weil das auch Spieler sind, die keinen Bock haben, irgendwie Einfluss abzugeben. Zumindest hat man so den Eindruck. Von daher denke ich, ist es einfach an der Zeit, dass Kimmich den Verein wechselt. Das Gehalt ist maßlos überzogen für die Leistung, die wir die letzten 2 Jahre gesehen haben. Deswegen ganz klarer Teil des Umbruchs. Klar, sollte Kimmich sagen, jo, Leute, alles klärchen. Ich gebe hier einen rechten Verteidiger, ich gebe mich mit 50% Gehalt zufrieden, den Rest über leistungsbezogene Prämien. Ja, bin ich dabei, alles gut. Kann der Josh sich gerne in den Konkurrenzkampf stellen, aber es muss dann auch einen Konkurrenzkampf geben. Ne? Josh ist einer dieser Spieler, die außer Konkurrenz standen über Jahre hinweg. Und das, obwohl die letzten 2 Jahre die Leistungen sehr, sehr durchwachsen waren. Teilweise katastrophal. Ja. Wie gesagt, er hat diese Saison 2 gute Spiele in der Mitte gemacht, an die ich mich erinnere. Jetzt 3, 4 gute Spiele als rechter Verteidiger. Gerade gegen Dortmund war er der Einzige und die 3 Spiele danach war er einer, der vorangegangen ist durch Leistung, der sich reingeballert hat, der sich reingekniet hat. Ja, vollkommen. Und jetzt die letzten Wochen ist er dann wieder maßlos mit der grauen Masse verschmolzen und ja, das ist kein Führungsspieler, Leute. Vertrag verlängern bei den Verdienst, den er hat, also gehalttechnisch, nein. Einfach nein, Leute. Ja, nochmal, was heißt nochmal, ich habe es hier noch gar nicht erwähnt in diesem Fazit, wir sind die Mannschaft mit den dritthöchsten Gehältern in ganz Europa. Und jetzt überlegt euch mal, was es für Clubs gibt. Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, PSG, Real Madrid, Barcelona. Und wir sind die Mannschaft, das sind nur ein paar, nehmen wir noch die Italiener dazu. Wir sind die Mannschaft, die am drittmeisten Gehälter zahlt. Und da müssen wir von wegkommen und da ist Kimmich dann halt einfach auch eine Größe. Ist für mich noch der, wo ich sagen würde, ja, wenn Kimmich dies und dies und dies macht, kannst du mit dem Kimmich weitermachen, ist er noch der Einzige, wo ich das zugestehen würde. Bei allen anderen, zu denen wir gleich kommen, definitiv weg. Weg. Einfach weg, Leute. Ja. Punkt. Ja, das zum Josh. Ja. Saison durchwachsen. 2 Tore, 9 Vorlagen ist okay für das, was er gespielt hat. Aber ansonsten nochmal, also er hat das Spiel super lahmarschig gemacht, defensiv, nie die Räume besetzt. 2, 3 Spiele hat das gemacht, wo er die Räume besetzt hat, defensiv, hat er sich auf die Defensive konzentriert. Ansonsten katastrophale Leistung in der Mitte, rechter Verteidiger, schwach angefangen, dann stark, dann wieder schwach aufgehört. Keinerlei Konstanz drin, das seit 2 Jahren. Den Anspruch eines Führungsspielers konnte er nie umsetzen. Ja, es ist Zeit für eine Luftveränderung für beide Seiten, denke ich. Leon Goretzka. Leon Goretzka. Da wir bei Kimmich auf eine 4 gekommen sind, Leon Goretzka auf jeden Fall 4-. Wenn wir es gut meinen. Ansonsten eine 5. Ja, auch wenn die Werte, die wir hier sehen, ganz okay sind. 42 Einsätze, 6 Tore, 9 Vorlagen. Gespielte Minuten 3105, Einwechslung 7, Auswechslung 10, 5 gelbe Karten. Hat natürlich noch ein Jahr länger Vertrag wie Josh. Für mich eine 4-. Na?
Fertig. Ganz einfach. Leon, auch ja, Leon hatte eine gute Phase bei uns. Ich würde sagen, so 5 bis 7 Spiele, wo man sagen kann, Leon war stark. Ansonsten dieselben Probleme wie beim Kimmich. Seit 2 Jahren super durchwachsene Leistung. Wird aber auch nie in Frage gestellt. Diese Saison so ein bisschen vom Tuchel. Den Anspruch eines Führungsspielers konnte er auch nie erfüllen. Ja, zumindest nicht sportlich auf dem Platz. Das gilt dasselbe für Kimmich. Ich weiß nicht, wie es in der Kabine ist. Außerhalb kann das alles sein. Sportlich auf dem Platz, nein. Sind beide Spieler, die mit der Mannschaft untergehen, die sich nicht dagegen stemmen. Leon dazu hat noch gewirkt wie ein kleines bockiges Kind. Gerade nach den Nagelsmann-Absagen oder so hätte ich erwartet, jawohl, den zeige ich jetzt nochmal richtig, dem Nagelsmann. Ich hau mich richtig rein die letzte Saison, so dass er gar nicht an mir vorbeikommt. Ja? Und das genaue Gegenteil war der Fall. Leon ist erstmal in ein Loch gefallen für ein paar Spiele. Hat dann nochmal 3, 4, was heißt 3, 4? Es waren 2, 3 gute Spiele gemacht. Und dann auch gnadenlos in der Masse verschwunden. Auch da, Teil des Umbruchs, 100%. 100%. Dasselbe wie beim Kimmich. Ich glaube, auch ein Leon wird eine Luftveränderung einfach gut tun. Hängt natürlich davon ab, wer neuer Trainer wird. Ja. Leon hat natürlich seine Stärken. Aus der Mitte heraus im Spiel nach vorne. Braucht dann aber natürlich den Platz. Ist kein Spieler, der uns irgendwas bringt, wenn ein Gegner tief hinten drin steht. Zumindest nicht mit der Taktik, die wir aktuell spielen. Was mir gut gefallen hat, wenn er den defensiveren Part gegeben hat, wenn er der klare Sechser war, hat er mir gut gefallen, sehr gut sogar, ja. Selbst wo er einen Innenverteidiger gegeben hat, wo er mal einen rechten Verteidiger ein paar Minuten gegeben hat, hat er mir sehr gut gefallen, ja. Dieses Uneigennützige hat da auch keiner irgendwie Anstand gemacht, dass er da Probleme mit hat oder sowas. Aber auch da derselbe Punkt wie beim Kimmich ist maßlos überbezahlt für die Leistung, die er die letzten 2 Jahre gezeigt hat. Ganz einfache Kiste. Auch da gerne. Leon, verzichte auf die Hälfte deines Gehaltes, deines Fixgehaltes. Den Rest kannst du dir gerne über Prämien erspielen, über leistungsbezogene Prämien. Dann habe ich gar kein Problem damit, wenn Leon als Alternative da bleibt. Aber auch da muss er dann damit leben und lernen, dass er nicht unantastbar ist. Nämlich genau das Gegenteil. Ja, er muss in Frage gestellt werden, er muss in Konkurrenz gestellt werden und er darf dann nicht bockig werden, so wie jetzt, sondern er muss das mal überdenken und sollte dann gestärkt da rauskommen. Ich mag einen Leon als Typen mega, ja, also mega sympathisch, habe ihn schon in Bochum gemocht. Auch die Anfangszeit bei uns war echt gut. Ich weiß nicht, ob es für einen Leon vielleicht von Vorteil wäre, wenn Kimmich nicht mehr da wäre. Vielleicht wird ein Leon ein bisschen aufblühen, dass er vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung nehmen kann oder so. Ich weiß es nicht. Ganz schwierig von außen zu beurteilen, wie da so die Verbindung und die Hierarchie irgendwie ist, weiß ich nicht. Dass Leon Qualitäten hat, steht ja außer Frage, sehen wir ja auch hier an den Werte. Ja. Aber er bringt sie viel zu selten auf den Platz und auch da viel zu selten oder viel zu oft sich einfach hängen lassen. Ja. Einfach auch da die Einstellung gehabt, ach Alter, am Ende ist es mir scheißegal. Ja, und das von einem Spieler, der den Anspruch hat, ich möchte das Führungsduo mit Joshua Kimmich sein, ist mir persönlich dann auch zu wenig und von daher für mich, ja, Teil des Umbruchs, Leute. Wir reden über einen Umbruch und da müssen wir knallhart sagen, es wird Zeit für Luftveränderung für diesen beiden Spieler. Ja, fertig. Conny Leimer, Leute. Erstmal mega guter Transfer, ablösefrei. Alles richtig gemacht. 43 Einsätze, Tore 1, Vorlagen 4, gespielte Minuten 2714, Einwechslung 15, Auswechslung 9, gelbe Karten 5. Note 3. Warum Note 3? Rechter Verteidiger war es eine Farce. Ja, rechter Verteidiger war es eher zwischen 4 und 5. Ja, wäre er mit einer 4 noch gut bedient, meiner Meinung nach. Im Mittelfeld war es zwischen 2 und 3. Von daher sind wir ein bisschen großzügig, kommen auf die Note 3, 3 minus. Punkt für Conny, dass er einer der wenigen Spieler ist,
der zumindest zwischendurch die Mannschaft mitgerissen hat. Einfach durch seinen Ehrgeiz. Natürlich das auch nur, wenn er in der Mitte spielen durfte. Ja, der hat den Ehrgeiz immer gehabt. Als rechter Verteidiger ist er marschiert. In der Mitte, klar, am Anfang auch teilweise noch ein bisschen übermotiviert, hat auch ein bisschen so seine Stellung gesucht. Er hat eigentlich ja auch den Anspruch, Führungsspieler zu sein. Aber in diesem Kader, habe ich ja schon gesagt, mit Neuer, Müller, wir haben es gesehen, mit Kimmich, Goretzka und so weiter, die alle den Anspruch haben und ewig da sind, ist natürlich dann auch schwer zu sagen, jo, ich bin jetzt hier der Neue, ich führe jetzt diese Mannschaft. Ja. Aber ich denke, dass ein Conny das kann. Leider natürlich ein bisschen verletzungsanfällig, war schon zu seiner Leipziger Zeit so. Aber ansonsten absoluter No-Brainer-Transfer, ein absoluter Vorbild. Immer 110%, schmeißt sich immer rein. Ich würde mir noch wünschen, dass er noch ein bisschen mehr in die Führungsrolle reinwächst. Ja, was aber auch nur passieren wird oder funktionieren kann, wenn denn die aktuellen Führungsspieler, die diese Rolle einnehmen wollen, den Verein verlassen. Ja, dass er da ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt. Vertrag bis 27, Teil des Umbruchs, nein. Muss bleiben. Rosi kommt auf einen neuen Trainer drauf an. Ja, ich sehe ihn auf jeden Fall zentral, ob jetzt auf der 6 oder auf der 8 oder auf einer Position dazwischen. Hängt natürlich davon ab, will man mit hohem Pressing spielen, dann setzt man Conny Leimann da weiter nach vorne. Ansonsten hat er gezeigt, dass er auch den defensiveren Part geben kann im Mittelfeld. Ob man das dann als Holding Six ansieht, Interpretationssache, kommt drauf an, was man erwartet. Ist aber auf jeden Fall eine Alternative und wie gesagt, ich persönlich würde mir wünschen, dass er dann einfach ein bisschen noch in diese Führungsrolle reinwächst, die er auch in Leipzig schon inne hatte. Und ja, war eine ordentliche Leistung, zumindest auf der Mittelfeldposition, auf der Außenverteidigerposition war es wirklich schwach, meiner Meinung nach. Jamal Musiala, kommen wir zum nächsten Problemfall. Schauen wir uns die Daten an. 38 Einsätze, 12 Tore, 7 Vorlagen. 12 Tore, 7 Vorlagen ist, denke ich, völlig fein auf dieser Position. 2858 Minuten gespielt, 5 Einwechslungen, 22 Auswechslungen. Wild. Auch Jamal hat eine schwierige Saison gehabt. Ja. Ich sehe ihn jetzt nicht bei einer 2, ich sehe ihn nicht bei einer 4, von daher gibt es hier auch die Note 3. Ja. Es war halt viel einfach Mittelmaß diese Saison. Leider, aus meiner Sicht, Musiala diese Saison völlig stagniert im Gegensatz zur letzten Saison. Hat richtig schwer gehabt, überhaupt mal warm zu werden mit Tuchel-Fußball, was aus meiner Sicht völlig verständlich war. Ja, hat danach auch echt Schwierigkeiten gehabt, seine Rolle zu finden. Hat lange gebraucht, um sich auf dieser Halbposition irgendwie halbwegs wohlzufühlen gefühlt. Irgendwann hat er sich dann einigermaßen wohlgefühlt, hat die ganze Saison über aber fast nie ein gutes Mittelmaß gefunden zwischen, ja, fummel ich jetzt gegen 20 Leute mich durch, versuche irgendwie die Einzelaktion oder mache ich mal ein direktes Kombinationsspiel, habe ich mal überhaupt ein Kombinationsspiel mit einem Mitspieler, aber das war ja generell eher ein Taktikproblem. Dass Musiala hochbegabt ist, Vertrag bis 26, das Gesicht des FC Bayern der Zukunft ist, hat Max Eberl ja lautstark kommuniziert. Teil des Umbruchs natürlich nein. Musiala ist eine absolute Maschine und Musiala muss man einfach das Vertrauen aussprechen. Meiner Meinung nach ganz klar in der Mitte. Ja, ganz klarer Zehner für mich. Zehner, Achter, ja, hat auch sehr viel Potenzial aus der Tiefe, wenn er aus der Tiefe kommt. Hat aber natürlich auch das Potenzial, wenn du ihn vorne anspielst, dass er den Ball annehmen kann und was mit anfangen kann. Und er hat natürlich auch, der sollte auch die Freiheiten haben, so wie es früher mal war. So ein richtiger Zehner hatte immer die Freiheiten, mal nach links auszuweichen, nach rechts auszuweichen. Ja, wir müssen mal von diesem starren Konzept mal wieder weg. Gerade so ein Spieler, dem musst du auch gewisse Freiheiten geben, dass er sich vorne ausleben darf. Natürlich darf er nicht dann, je nachdem, ob es eine Absicherung gibt nach hinten, ja, dass man irgendwie so einen klaren Sechser hat und sagt, jo, der arbeitet mit für den da vorne. Ansonsten muss er natürlich auch mit nach hinten arbeiten. Das hat diese Saison auch ein bisschen gelitten, fand ich persönlich. Das war letzte Saison auf jeden Fall stärker.
Aber Musiala ist über jeden Zweifel erhaben, meiner Meinung nach. Ja, ist einer der prägenden Figuren der Zukunft. Das sehe ich ganz genauso. Er hat alles, was man braucht. Auch er, wenn er vielleicht noch mal ein bisschen mehr Verantwortung bekommt, die er ja auch gerne haben möchte, und wenn er dann einen Trainer bekommt, der auch einen Fußball spielen lässt, der ihm zugutekommt, dann denke ich, werden wir in Zukunft sehr, sehr viel Freude an Jamal haben. Gut, damit kommen wir, ja, zur Überraschung der Saison für viele, für mich nicht wirklich. Einsätze 22, Tore 2, Vorlagen 2, gespielte Minuten 1435, Einwechslung 6, Auswechslung 7, 6 gelbe Karten. Pavlovic, Vertrag bis 27, Note 2. Sehe ich als einen der wenigen Spieler, die bei mir hier besser sind wie die Note 3. Wenn man guckt, wo er herkommt, aus der eigenen Jugend, als super unerfahrener Spieler, erstes Spiel in Dortmund 30 Minuten gespielt. Er hat gespielt, also wäre ein alter Fuchs und hätte schon eine Erfahrung von 20 Jahren. Ja? Deswegen auch hier nochmal der Take. Wenn ich immer höre, ja, Erfahrung ist super wichtig, Erfahrung steht über alles. Das kommt auf den Spieler drauf an, Leute. Ich denke, so ein Pavlovic merkst du nicht an, dass er nicht schon seit 10 Jahren Erfahrung im Herrenfußball hat. Ja, er ist super ruhig am Ball, hat immer eine Lösung parat. Natürlich ist er noch super jung, wird Leistungsschwankungen haben, hat auch diese Saison 1, 2 schwächere Spiele in Anführungsstriche gehabt, war aber immer noch der auffälligste dann in diesen Spielen. Ansonsten hat er super starke Spiele gehabt, hat uns genau das gegeben, was uns fehlt, nämlich dieser spielerische Faktor in der Mitte. Ja, das ist ein Spieler, ähnlich wie es ein Thiago war, jetzt nicht so schön künstlerisch, sonst was, aber er ist diese Art Spieler, den kannst du anspielen, auch wenn 2 Leute um ihn drumherum stehen. Das kannst du mit dem Kimmich nicht machen, dann ist der Ball weg. Beim Pavlovic ist der Ball nicht weg. Pavlovic ist auch diese Art Spieler, auch das, was Kimmich oder Goretzka nicht kann, der auch unter Druck den Ball immer noch nach vorne spielen kann. Und der kommt an. Ne? Und der den Ball nicht nur quer und nach hinten spielt. Das in diesen jungen Jahren. Er hat super Übersicht. Ja? Hat gar kein Problem damit, Verantwortung zu übernehmen. Ja? Dirigiert auf dem Feld, bietet sich immer wieder an. Auch als Sechser rennt er nach vorne, schaltet sich ins Offensivspiel mit ein. Ist aber trotzdem hinten in den wichtigen Räumen. Genau das, was in Kimmich abgeht. Ja, dann ist er da. Da ist er jetzt nicht bärenstark. Da hat er auf jeden Fall Verbesserungspotenzial, wenn man aus ihm einen klaren Sechser machen möchte. Gar keine Frage. Aber er ist in den Räumen. Er ist da. Ja. Und das ist das Wichtige. Und er hat mich persönlich überzeugt, und zwar das schon in der Vorbereitung. Ja. Habe ich da schon gesagt, man sollte auf den Pavlovic setzen. Allein da in der Vorbereitung hat man schon gesehen, welche Qualitäten er hatte. Ja. Teil des Umbruchs? Natürlich nein. Er ist das Gesicht der Zukunft. Ja. In der Zentrale. Ob auf der 6 oder der 8, wird man sehen, was der Trainer vorhat. Ja. Ob wir eher einen offensiveren Stil wieder prägen wollen mit 2 Achtern. Ein klarer Sechser, ein super defensiver Sechser ist er für mich nicht. Dafür hat er viel zu viele Qualitäten nach vorne. Aber kann er natürlich auch werden. Ja, wie gesagt, er ist jung. Es war jetzt seine erste halbe Serie so ungefähr bei uns. Ja, die Entdeckung der Saison, die aber meiner Meinung nach aber nicht auf das Konto von Thomas Tuchel geht. Ja, klar, er durfte mittrainieren. Tuchel hat ihn mittrainieren lassen. Ist die Frage, wie viel Anteil hat denn Tuchel jetzt an der Entwicklung von Pavlovic? Ich glaube nicht so viel. Wenn, dann wahrscheinlich eher einer seiner Co-Trainer. Warum gestehe ich dem Tuchel den Pavlovic als Entdeckung nicht zu? Weil er ihn erst hat spielen lassen, nachdem alle anderen Optionen weg waren. Erst nachdem es keinerlei Optionen mehr gab, anhand irgendeines anderen Spielers, durfte er spielen. In der Zentrale. Und das war gegen Dortmund. Danach das Spiel durfte er auch noch spielen, weil Kimmich dann noch gesperrt war. Und dann war er erstmal wieder von der Bildfläche verschwunden. Zum Ende der Saison hin, ja, kann man Tuchel zugestehen, hat er ihn auf jeden Fall weiter gefördert, hat er in der Bundesliga ja auch 1, 2 Mal spielen lassen, obwohl andere da waren. Das war aber eher Belastungssteuerung für die anderen. Hat ihn dann aber im Rückspiel gegen Real Madrid spielen lassen. Das war das erste Mal, wo man wirklich gesehen hat, so Tuchel, ja,
setze jetzt auf Pavlovic anstelle auf den Goretzka. Und das völlig zu Recht. Ja. Für mich bringt er alles mit und wird eine prägende Figur der Zukunft sein in der Mitte. Ja. Aber da kommen wir dann im letzten Video nochmal drauf, wenn ich ein bisschen in die neue Saison vorausschaue. Gut, weiter geht die wilde Fahrt. Jetzt kommen natürlich ganz krasse Fälle. Serge Gnabry. Schauen wir uns mal diese Saison an. Immerhin 20 Einsätze. Wow. 5 Tore, eine Vorlage, 10 Auswechslungen, 10 Einwechslungen, 764 Minuten gespielt. Aufgrund der wenigen Spielminuten gebe ich ihm eine 4. Note ausreichend, Teil des Umbruchs 100% mit Kimmich und Goretzka. Bitte verkaufen. Auch da allein der Gehalt, das Gehalt, was er bekommt, too much. Ja. Wir sehen, Gnabry war mehr verletzt, wie er fit war. Deswegen halt auch, ja, wir sehen es. 10 Einwechslungen, 10 Auswechslungen, bei 20 Einsätzen hat nicht ein Spiel über die volle Spielzeit gemacht. Katastrophe eigentlich, dass er in der wenigen Spielzeit noch 5 Tore, eine Vorlage gemacht hat, deswegen Note 4. Ansonsten hätte man auch ganz locker Note 5 geben können. Muss verkauft werden. Fertig. Du musst hoffen, dass irgendein Engländer heiß ist auf den Serge, ansonsten wird ein Serge natürlich nicht los. Aber auch da gilt dasselbe. Viel zu lange in unserem Verein, viel zu überschätzt, viel zu viel verletzt. Auch immer genauso wie Leroy Sané zu dem wir gleich kommen. Immer diese Phasen, oh ja, ich habe jetzt mal einen guten Monat, dann habe ich erstmal wieder 3 Monate keine Lust. Mir sind andere Sachen wichtiger. Auch hier hat man nie das Gefühl, dass er für den FC Bayern brennt, dass er alles reinwirft. Was aber okay ist, was menschlich ist. Die haben alle das Sechstube gewonnen, die sind alle durch, die haben erreicht, was sie wollten in ihrer Karriere beim FC Bayern und gut. Ja, deswegen wird es Zeit für einen Umbruch und da gehört ein Serge dazu. Können wir kurz einen schmerzlos machen, Leute. So viel können wir nicht bewerten bei seinen 700 Minuten, die er spielen durfte. Nächster ist Harry Kane. Harry Kane ist der Einzige, der von mir die Note 1 bekommt. Und das ohne Wenn und Aber. Gar keine Zweifel. Einsätze 45, Tore 44, Vorlagen 12, gespielte Minuten 3934, Einwechslung 1, Auswechslung 8. Also wir sehen schon anhand der gespielten Minuten, war glaube ich bisher der am meisten gespielt hat. Er bekommt die Note 1, nicht nur aufgrund der Tore und der Vorlagen, was schon eine überragende Quote ist, Leute. 45 Einsätze, 44 Tore. Es ist lächerlich zu diskutieren. Oder manche Leute in den Kommentaren, die geschrieben haben, Harry Kane wäre ein Fehleinkauf. Alter, rafft ihr es noch oder was? Also, allein diese Zahlen, eine Machtdemonstration, die seinesgleichen sucht. Aber, jetzt kommt ja doch der Kicker. Harry Kane ist so viel mehr, Alter. Wie oft er diese Mannschaft defensiv unterstützt hat. Auf der 6er, auf der 8er Position. Grandios. Ja, nie zu schade dafür. Wie oft er auf dem Flügel ausweicht. Wie oft er sich in die Mitte fallen lässt. Und super Pässe für die Außenspieler, für die schnellen Außenspieler. Weil er ist kein Konterstürmer. Er rennt keine 35 km/h. Das wird er auch nicht mehr in seinem Alter. Ja. Aber er hat das Auge, er könnte auch easy peasy einen Zehner spielen, er könnte easy peasy einen Achter spielen. Dieser Mann ist einfach ein All-in-One-Paket und dazu noch diese Art Torjäger, der er ist, super sicherer Elfmeterschütze, super sicherer Freistoßschütze. Leider durfte er zu selten Freistöße schießen. Trotzdem den Killerinstinkt vom Tor. Ja? Und nie für irgendwas zu schade. Ja? Oder irgendwo, dass du mal das Gefühl hattest, er missgönnt jetzt oder sowas. Gar nicht. Absolutes Vorbild in meinen Augen. Auch er einer der Kandidaten, der nächste Saison die Kapitänsbinde tragen sollte. Ja? Wenn man nochmal auf einen erfahrenen alten Hoshi setzen möchte, der das Kapitänsamt hat, anstatt auf einen jungen Wilden wie ein De Ligt, bitte, gib Harry Kane die Binde. Er war nicht umsonst jahrelang Kapitän bei Tottenham und ist Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Also
Absoluter No-Brainer. Ich hätte nie gedacht, dass ich das jemand sagen würde, aber er war diese Ablöse zu 100% wert. Ja, absolute Katastrophe. Und jetzt stellt euch mal ein, im Positiven die Katastrophe. Jetzt stellt euch mal vor, der wäre doch eingebunden in das Spiel und wir hätten noch ein Kombinationsspiel, was auf ihn zugeschnitten wäre, so wie es Nevi hatte mit Robben und Ribéry. Stellt euch das mal vor. Der würde ja implodieren, dieser Mann, toremäßig. Also, für mich eins, ohne Wenn und Aber, natürlich nicht Teil dieses Umbruchs, einfach ein Phänomen. Punkt. Weiter geht die wilde Fahrt. Leroy Sané, der nächste, an dem sich die Geister scheiden werden, bei uns jetzt hier. Bin ich mir 100% sicher. Ja, Leute, Leroy Sané, Leistungsdaten. Sollten ja gar nicht so schlecht aussehen aufgrund der Hinrunde. Einsätze 42, Tore 10, Vorlagen 12. Gespielte Minuten 3228, Einwechslung 4, Auswechslung 20. Gelbe Karten 5. Gut, Leroy Sané, Teil des Umbruchs. Ja, bitte. Kurz und schmerzlos. Leute, Leroy Sané, Note. Hinrunde oder ersten 15 Spiele, Note 2. Rückrunde, Note 6. Katastrophe. Ja. Zusammengerechnet durch 2 geteilt, Note 4. Joa. Aufgrund seiner Tore und Vorlagen wird der eine oder andere nicht nachvollziehen können. Was völlig fein ist. Ich weiß noch nicht mal, ob Leroy da selber was für kann mit der Rückrunde. Ja. Vielleicht hätte der Trainer ihn schützen müssen, habe ich ja schon an anderer Stelle gesagt. War es eine Farce, dass er da mit Schmerzen gespielt hat. Es war eine Farce, ihn da teilweise über den Platz humpeln zu sehen. Es war eine Farce, dieses Alleinstellungsmerkmal zu haben, wie du brauchst nicht mit in der Kabine, du bleibst draußen, machst dein Ding und so weiter. Aufgrund welcher Verdienste, bitte? Aufgrund welcher Verdienste? Ich glaube, der ist jetzt das 3. Jahr auch bei uns, Vertrag 25, seht ihr. Und jedes Jahr war gleich. Jedes Jahr war gleich. Wir haben 10 bis 15 gute Spiele gesehen von Leroy und danach nichts mehr. Jedes Jahr. Das ist leider auch kein Bayern-Niveau. Sorry. Note 4 habe ich gesagt und auch bitte verkaufen. Bitte, hoffentlich. Wir brauchen diesen Spieler nicht. Erstens brauchen wir nicht diese Dievenhaftigkeit, die teilweise an den Tag gelegt wird. Dann brauchen wir nicht dieses, oh ja, das ist der große Leroy, der muss ein Alleinstellungsmerkmal haben, der muss am besten ein Denkmalgesetz kriegen. 10 Tore, 12 Vorlagen stehen da. Da stehen nicht 42 Spiele, 42 Tore und 12 Vorlagen, wie beim Harry Kane. Nein, das steht da nicht. Dieser Spieler ist so overhyped, das ist eine Katastrophe. Ja, und das seitdem er zu uns gekommen ist. Er hat nie den Durchbruch bei uns geschafft, dass er mal konstant eine gute Saison gespielt hat. Er hat immer diese 2, 3 guten Monate gehabt und danach nichts mehr. Ja, Katastrophe die Rückrunde. Komplette Katastrophe. Ja, auch wenn er in der Champions League dann uns nochmal ins Spiel zurückgeholt hat mit einem wichtigen Tor. Aber ansonsten, es war eine Katastrophe, Leute. Eine absolute Katastrophe. Es ist kein Bayern-Niveau. Sorry. Ja. Und auch bei ihm, obwohl ich ihm das nicht absprechen möchte, ich glaube, es ist einfach seine Art, hat man oft das Gefühl, es ist mir egal, ob das hier der FC Bayern ist oder nicht. Ja. Und von daher, wir reden über einen Umbruch und der Umbruch muss kommen und er sollte Teil des Umbruchs sein, weil er 20 Millionen plus verdient. Für 10 Tore und 12 Vorlagen. Wenn wir es auf die nackten Werte runterbrechen für einen Außenstürmer. Nein. Einfach nein. Da brauche ich auch gar nicht weiter groß zu ausholen. Ne? Ich weiß, viele von euch sehen das anders. Das ist völlig fein, Leute. Kingsley Coman. Kingsley war für mich die letzten Jahre immer der konstanteste Spieler auf den Außen. War immer der hat immer seinen hohen Durchschnitt gehabt, hat immer gute Leistungen gehabt. Ja, natürlich auch mal 1, 2 schwächere Spiele, auch mal 1, 2 Peaks nach ganz oben, aber sonst immer auf einem hohen durchschnittlichen Level auf seiner Außenbahn gespielt. Leider
natürlich zu viel verletzt. Ne? Diese Saison 27 Einsätze, 5 Tore, 3 Vorlagen, 1736 Minuten, Einwechslung 6, Auswechslung 18. Also auch ganze 3 Spiele durchgespielt von 27 Einsätzen. Ne? Was jetzt nicht wild ist, ich bin großer Fan davon, dass man Spieler auswechselt, wenn sie platt sind oder wenn sie keine gute Leistung bringen. Von daher ist das für mich fein. Gerade als Außenstürmer sollte es nicht das Problem sein, da positionsgetreu zu wechseln. King hat auch super gefremdet, glaube ich, mit dem Thomas Tuchel oder Thomas Tuchel Fußball. Ja. Hat lange Zeit wirklich harte Probleme gehabt, überhaupt ins Spiel zu kommen. Dann wurde er auf die rechte Seite versetzt, hat dann da 3, 4 gute Leistungen gebracht, wo er dann auch ein paar Tore gemacht hat, hier von seinen 5. Vorher über die linke Seite war es eine Katastrophe. Aber auch da waren die Leistungen jetzt nicht sehr gut oder sowas. Und danach ist King auch wieder in so ein Loch gefallen und kam da auch nicht mehr raus. Ja, die Saison ist zum Vergessen für den King. Note, ja, sehe ich auch bei einer 4. Ja, wenn auch natürlich eine andere 4 wie beim Sané, aber fairerweise hat ein King auch nie diese sehr, sehr gute Phase gehabt, die ein Leroy hatte im ersten Drittel der Saison. Von daher kommt man dann auf dieselbe Note, was bei Kingsley durchgehend Note 4 war. Und nicht wie beim Sané, sehr, sehr starke Phase, sehr, sehr schlechte Phase. Teil des Umbruchs, jein. Da bin ich wieder bei dem Thema wie mit Opa und Minjay. Bekommst du ein gutes Angebot für King? Ja. Auch King ist ewig lang in diesem Verein, hat mit diesem Verein alles gewonnen. Wirkt auch ein bisschen satt, wirkt auch so, dass er nicht mehr sich unbedingt reinhauen will. Aber vielleicht tut man ihn auch Unrecht, weil die anderen Saisons war es nicht so. Ja, was der große Unterschied ist zum Sané und Gnabry. Oder dass die Saisons davor schon 1:1 dasselbe war. Das war es beim King nicht. King war immer, wie ich schon sagte, ein super konstanter Spieler. Was er dieses Jahr nicht war, gar keine Frage, deswegen auch nur Note 4. Und deswegen auch dieses Jahr. Ja, und ist in meinen Augen natürlich auch mit 17 Millionen maßlos überbezahlt. Und von daher wird aus den Jahren dann auch ganz schnell ein Jahr. Ne? Wenn du ihn Vertrag bis 27, wenn du dann 30, 35 Millionen für ihn bekommst, der FC Bayern will wahrscheinlich mehr haben, was er nicht bekommen wird. Allein wieder aus Verletzungsgründen. Ja, da muss man sich auch von dem Spieler trennen. Ne? Wenn wir über einen Umbruch reden, ja, do it. Ja, klar, kommt ein neuer Trainer, der super verliebt in einen dieser Spieler ist, die ich hier gerade alle nenne, die ich persönlich für einen Umbruch sehe. Alles gut, dann musst du denjenigen behalten, aber ansonsten spricht relativ wenig dafür. Bei King spricht noch einiges dafür, wie gesagt, aufgrund seiner letzten Jahre, deswegen würde ich da jetzt kein klares Ja sagen. Aber wenn wir darüber reden, dass wir wieder eine neue Gehaltsstruktur in diese Mannschaft bringen wollen, auch dann muss man klar sagen, kann man sich von Kingsley trennen. Aber da muss man auch klar sagen, dass Manuel Neuer und Thomas Müller auch nichts mehr in dieser Mannschaft zu suchen haben. Aufgrund ihres Alters, ihrer Leistung und ihres Verdienstes. Also ihres Gehaltverdienstes. Ne? Ja. Gut, Choupo-Moting. Können wir, glaube ich, gar nicht bewerten, oder? Lass uns mal reinschauen. Einsätze. Wow, 34. 3 Tore, 2 Vorlagen in 916 Minuten. 25 Einwechslungen, 5 Auswechslungen. Oh, das können wir doch schon bewerten, oder? Da wir ja ein bisschen human drauf sind hier in dieser Analyse und ich versuche das wirklich objektiv zu halten, für mich Note 5. Ja, hätte ich jetzt aus dem Bauch heraus, hätte ich 6 gesagt, aber wenn ich das jetzt vergleiche, wo wir Note 4 gegeben haben, ist Choupo-Moting auf jeden Fall eine Note schlechter und damit Note 5. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, er hat einfach keinen Bock gehabt, von einer klaren Stammspielerposition unter Nagelsmann dann wieder ins zweite Glied zu rücken, seitdem Harry Kane da ist. Ja, kam damit nie klar und hat auch nicht die Lust gezeigt, sich da irgendwie aufzudrängen oder
ein Faktor zu sein, dass man hätte sagen können, ach komm, wir nehmen den Harry Kane immer in der 70. Minute raus und bringen dann nochmal einen Choupo, der richtig heiß ist, der richtig will, und bringen den nochmal rein für 20 Minuten. Teil des Umbruchs natürlich, klar, Vertrag ist ausgelaufen, wurde nicht verlängert, völlig zu Recht. Ja, wir sehen die Werte hier, das ist jetzt nichts, was sich umhaut. Dazu war es teilweise so, wenn Choupo da mal starten durfte, was nicht oft der Fall war, wie wir sehen, ja, war es teilweise so, dass man das Gefühl hatte, wir spielen mit 10 Mann. Der war einfach nicht zugegen auf dem Feld. Ja. Er hat ganz, ganz wenige Einwechslungen gehabt. Wir sehen es ja, 3 Tore, 2 Vorlagen, wo er dann mal noch Impuls gesetzt hat. Also Note 5. Ich glaube, da wird auch der Großteil von euch zustimmen. Da kann ich mir nichts anderes vorstellen. Gut, kommen wir zum Brian Zaragoza. Den können wir natürlich leider nicht bewerten. Traurig aber wahr. Kam in der Winterpause. Extra verpflichtet, weil unsere 3 Außenspieler verletzt waren. 7 Einsätze. 178 Minuten Spielzeit. 6 Einwechslungen, 1 Auswechslung, 1 gelbe Karte. Wie man mit diesem Spieler verfahren ist eine absolute Katastrophe. Und ein Schlag ins Gesicht. Für Freund, der den Spieler unbedingt verpflichten wollte. Jo. Das trifft es eigentlich am besten. Dass er Potenzial hat, jeder, der sich da hingestellt hat und hat gesagt, ja, der Zaragoza hat kein Potenzial für den FC Bayern. Nee, ist spanischer Nationalspieler in seinem Heimatclub geworden. Er hat natürlich dann, wenn man spanischer Nationalspieler ist, hat man natürlich kein Potenzial für den FC Bayern München. Also völliger Dummfick. Wir können ihn bei 178 Minuten, die wir ihn gesehen haben, natürlich nicht beurteilen. Dasselbe mit Sacha Boey. Ja, genau dasselbe. Wir können diese Spieler nicht beurteilen. Ich denke, beide Spieler haben die Qualitäten, wenn sie den nächsten Stepper machen, bei uns aber so richtig einzuschlagen. Ja, natürlich kann es auch sein, dass er der nächste Jan Schlau drauf wird, der nächste Michael Sternkopf. Das weiß man nicht. Aber das jetzt schon zu beurteilen, ist eine Frechheit. Bei beiden Spielern. Ja? Die Ansätze, die wir jetzt gesehen haben, waren teilweise sehr, sehr gut. Ja, ich weiß nicht, warum er gegen Wolfsburg spielen durfte. Und dann jetzt im letzten Spiel nicht mehr. Das ist wieder so ein Tuchel-Ding, der ihn einfach anscheinend nicht gemocht hat. Ja. Ich denke, wir werden viel Freude nächste Saison an ihm haben. Lassen wir uns mal überraschen. Also Teil des Umbruchs natürlich nein. Wir haben ihn gerade erst verpflichtet. Ja, und ich denke, wie schon sagte, wir werden viel, viel Freude an diesem Spieler haben, wenn der neue Trainer denn auf diesen Spieler steht. Ja, kommen wir zu den letzten beiden. Thomas Müller, Mr. FC Bayern, Urgestein. Ja, Mr. FC Bayern. 41 Einsätze. 7 Tore, 10 Vorlagen. Gespielte Minuten 2173. Einwechslung 16, Auswechslung 19. Da sich ja immer alle an Statistiken hochziehen, oder viele von euch, vergleicht das mal mit Leroys Statistik. Der nochmal 1100 Minuten mehr gespielt hat. Hat er 5 Tore mehr? Also, Thomas Müller, Teil des Umbruchs? Natürlich nein. Thomas Müller gehört nicht verkauft. Ja. Thomas Müller, Vertrag wurde verlängert, einfach so, bam, gleiche Gehalt, absolut lächerlich. Sorry, Verein, Riesenfehler gemacht. Aber auch Thomas Müller. Das ist auch so ein Hin und Her, ja. Thomas Müller, natürlich soll er die Karriere bei uns beenden. Es ist völlig fein, dass man den Vertrag bis 25 verlängert hat. Wegen dem Finale da Home, was ein super Abschluss ist, sollte man da reinkommen, wovon ich nicht ausgehe. Aber natürlich möchte man die Chance gerne wahren. Und das wäre doch ein schöner Abschluss für den Thomas Müller. Alles gut, hat sich diese Saison vorbildlich verhalten. Zumindest nach außen hin. Wie es innen war, wissen wir nicht. Ich denke, da wird ein Thomas Müller schon auch mal klare Kante gezeigt haben. Hat aber alles, was wir so gesehen haben, von außen auch die Jugendspieler herangeführt und so weiter und so fort. Und genau diese Aufgabe ist perfekt. Ja, nächste Saison wird ähnlich laufen. So. Thomas Müller wird seine Einsätze bekommen, wird auch mal ein paar Minütchen bekommen, wird oft ein- und ausgewechselt werden. Wir sehen es ja auch hier, das sind 16 Einwechslungen, 19 Auswechslungen, sind 35 Wechsel bei 41 Einsätzen. Und genauso wird das nächste Saison auch aussehen. Und das ist völlig fein. Ja, es wäre nur schön gewesen, und zwar von beiden Seiten aus gesehen,
wenn man sich auf 10 Millionen anstatt auf diese 20 Millionen, die er verdient, geeinigt hätte. Weil 20 Millionen Gehalt für diese Leistungsdaten ist dann einfach auch viel zu viel. Sorry. Ja. Und auch von Thomas Müller, der sich ja immer hinstellt als der Mr. FC Bayern, so mein Verein und sowas. Hätte ich mir die Größe gewünscht, einfach zu sagen, pass mal auf, Männer, ich weiß, ich bin jetzt hier nur noch Teilzeitprofi. Vielleicht hätte man schon einen Plan aufgestellt, in welche Richtung er gehen möchte, trainermäßig, sonst was, dies, das, hätte man schon mal mit dem Verein was talken können. Vielleicht wurde das gemacht, ich weiß es nicht, wissen wir alle nicht. Pass auf, komm, gib mir 10 Millionen, was schon super krank ist, überhaupt daran nachzudenken, ja. Und dann habt ihr Gehalt frei für Neuzugänge, die es nun mal benötigt, ja. Wenn man unbedingt noch das Finale da oben erreichen will nächstes Jahr, dann wird man frischen Wind brauchen und dann zählt natürlich auch jede Million, die frei ist, für Gehalt. Ne? Das wäre ja mal ein Move gewesen, wo ich dann gesagt hätte, jawohl, das ist Mr. FC Bayern. Ja, so bleibt da echt ein fader Beigeschmack bei, dass man da in diesen Verhandlungen dem Verein da auch immer noch die letzte Krone rausgezogen hat. Natürlich hat er gesagt, ja, wenn dann nur wie bei Manu, gleiche Kondition. Ja, da hat man schon den Fehler bei Manu gemacht, meiner Meinung nach. Für Manu gilt übrigens dasselbe, aber Manu war ja nie ein richtiger FC Bayern, er war ja immer ein Schalker, der ja durch und durch geblieben ist, meiner Meinung nach. Ja. Klar, dass er sich mit dem Verein identifiziert, aber na klar, sagt er jetzt nicht freiwillig, komm, was weiß ich. Ja, aber das macht eh kein Fußballer in der heutigen Zeit. Wir sind halt, oder ich habe immer noch manchmal so einen kleinen Anflug von Fußballromantik, der einfach nicht mehr gegeben ist in der heutigen Zeit. Ja, sollte klar sein. Also Thomas Müller, Teil des Umbruchs, nein. Ich finde es völlig fein, dass er nächste Saison bei uns spielt noch, dann sollte er allerdings seine Karriere beenden. Ja, und das ohne Wenn und Aber. Oder er geht noch mal 1-2 Jahre, was weiß ich, nach Saudi-Arabien und zieht sich da 40 Mille im Jahr rein oder was weiß ich, was die da zahlen. Note. Note ist schwierig, ey. Note ist echt schwierig für mich. Müller war auf jeden Fall konstant. Ja. Er war konstant, das können wir festhalten. Jetzt ist die Frage, auf welchem Level war er konstant. Ich sehe ihn eigentlich zwischen 3 und 4. Ja, ich kann mich nicht auf eine 3 festlegen, ich kann mich nicht auf eine 4 festlegen. Also bleibe ich bei zwischen 3 und 4. Super viele Ballverluste gehabt, die völlig unnötig waren teilweise. Hat sich aber wie immer reingehauen, er hat geackert, hat gemacht für die Mannschaft. Sein ständiges Versuchen, Spieler aus ihren Positionen rauszuschieben, vorne hoch anlaufen zu lassen, obwohl das anscheinend nicht die Taktik des Trainers war, hat mich super genervt. Ja. Das Coachen von Thomas Müller hat mich super genervt. Man hat nie das Gefühl gehabt, dass er der verlängerte Arm vom Trainer war. Eher, dass er andere Sachen umsetzen wollte, wie der Trainer vorgibt. Das hat mich super genervt. Was sonst immer seine große Stärke war diese Saison keine Stärke. Und dass er immer noch die wildesten Sachen macht und er immer noch in Positionen läuft, die man nicht erwartet, dass er immer noch Bälle hinterher stochert, die man nicht erwartet. Das ist die große Stärke von Thomas Müller. Ja? Das kann er, das wird er immer können. Und er wird diese Qualität auch nicht verlieren, auch im Alter nicht. Aber auch bei ihm hat man mal angemerkt, wenn er mal ein bisschen mehr gespielt hat, dass es einfach auch nicht mehr so geht. Ja? Und das ist auch völlig fein so. Nochmal, für mich, nächste Saison wird er die Rolle innehaben, die er diese Saison innehatte. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, dass er noch ein bisschen mehr Joker ist. Dieses Gehaltsding, er hat ein kleines Geschmäckle, meiner Meinung nach. Ansonsten sollte natürlich Thomas Müller seine Karriere beim FC Bayern beenden. Und ich wünsche es mir, dass er nächstes Jahr nicht noch sagt, ich gehe noch mal 2 Jahre nach Saudi-Arabien oder sonst was. Wäre schön, wenn er seine Karriere beendet. Macht ein Jahr Päuschen, geht dann vielleicht in den Jugendbereich. Ich glaube, das wäre genau sein Ding, ja. Wenn er im Jugendbereich da den Trainer macht oder sowas. Ich glaube, das wäre richtig gut. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ihn irgendwann als Cheftrainer beim FC Bayern. Ja, das wäre so mein Take. Zu Thomas Müller. Gut, war natürlich auch eine durchwachsene Saison, ne? Beim Thomas. Kommen wir zu Mathys Tell. Ja, Mathys Tell können wir schon mal, bevor wir auf die Leistungsdaten gucken, natürlich kein Teil des Umbruchs. Ist eher Teil der neuen Bayern-Mannschaft in der Zukunft. Ja,
Wir sehen es, 41 Einsätze, 10 Tore, 6 Vorlagen. Setzen wir jetzt mal wieder die Spielminuten, 1414, ins Verhältnis zur Liebers-Leistung. Für die Leute, die sich an Liebers Tore und Vorlagen hochziehen. Einwechslung 31, Auswechslung 4. Gelbe Karten 2. Mathys Tel, Note. Boah, ist auch schwer zu beurteilen, ey. Ist auch schwer zu beurteilen, leider, der Mann. Ich sehe ihn bei einer guten 3. Ne? Mehr, ich denke, er hätte mehr erreichen können, wenn er denn die Spielzeit und das Vertrauen bekommen hätte. Mathys Tel hat super stark angefangen, war eine absolute Killermaschine. Obwohl er super schwach angefangen im Supercup. Ne? So. Obwohl ich es jetzt auch nicht so schwach fand wie viele. Aber hat halt die Chance liegen lassen. Danach als Joker hat er jedes Mal gestochen. Thomas Tuchel hat ihn dann kaputt gemacht. Anders kann man das nicht nennen. Wenn ein junger Spieler so performt, besser performt als alle Außenstürmer, die auf dem Feld standen, und er darf trotzdem nie beginnen, darf nicht spielen, dann nagt das an einem. Ja. Man hat es ihm nicht so angemerkt, dass er sich irgendwie hat hängen lassen, obwohl Tuchel das ja auch mal so durchblicken lassen hat in der Pressekonferenz später. Aber wenn er reinkam, hat er sich reingeworfen, hat alles gegeben. Jetzt zum Ende der Saison hin hat es mir teilweise nicht gut gefallen, wie er mit nach hinten gearbeitet hat. Ja, das muss ich ganz klar sagen. Also das war vorher besser. Vielleicht war es ein bisschen Trotzigkeit in Richtung Trainer. Ich weiß es nicht. Ist natürlich noch ein junger Bursche, aber er ist einer der wenigen, wo man gemerkt hat, ey, er identifiziert sich 100% mit dem FC Bayern. Ja. Und Max Eberl hat alles richtig gemacht zu sagen, das ist ein Spieler der Zukunft beim FC Bayern, weil das ist er. Ja. Und ja, allein die Statistiken zeigen ja schon, dass er stärker war wie ein Coman und Gnabry. Ja, also. Und eigentlich ist er Mittelstürmer. Also Mathys Tel in der Doppelspitze mit Harry Kane beim Trainer, der Kombinationsfußball, Offensivfußball spielen lässt, aller wäre ein Traum. Ja, sage ich euch, wie es ist. Hat so viel Entwicklungspotenzial. Ich hoffe, der kommende Trainer wird ihn fördern, weil ähnlich wie ein Musiala, er hat alles, was du brauchst für die Zukunft. Und der große Vorteil, er hat sich ganz klar, glasklar für den FC Bayern ausgesprochen und ist stolz für den FC Bayern zu spielen und das strahlt er aus in sämtlichen Poren. Ja. Und hat die Eier auch nach einem schlechten Spiel zu den Fans zu gehen, was viele dieser alteingesessenen Spieler nicht haben. Von daher für mich zwischen 2 und 3. Für Note 2 hätte er halt einfach mehr spielen müssen und man hätte ein bisschen mehr von ihm sehen müssen, was der Trainer ihm leider nicht gegeben hat. Und aufgrund der letzten Spiele jetzt, wo es defensiv halt echt nicht so gut war, aber da hat man ihm auch keinen Gefallen getan, ihn über die rechte Seite zu bringen. Da hat er nicht so die Stärken wie über die linke Seite, wie ich persönlich finde. Aber er ist ein junger Spieler, kann das natürlich auch noch lernen, auch über die rechte Seite. Ja, muss er dann vielleicht sogar auch ein bisschen Variabilität, schadet ja nie. Ja, für mich zwischen 2 und 3 und natürlich ein Gesicht der Zukunft. Ja. Und damit sind wir durch, was die Spieler betrifft, oder? Guck nochmal. Ja, Christoph Freund können wir relativ wenig zu sagen, hat jetzt aber auch hier nichts zu tun und Trainerteam natürlich auch nicht. Leute, das war's zu den Mittelfeld- und Offensivspielern. Ja, es ist mir völlig klar, dass viele das vielleicht sogar noch schlechter sehen. Ja, kann ich mir auch vorstellen. So Grüße gehen raus an GB. Der wahrscheinlich eher so Note 5 bei so einem Goretzka oder beziehungsweise bei so einem Kimmich oder auch beim Liebe gehört hätten. Aber ich habe es versucht, aus meiner Warte objektiv zu bewerten und ich glaube, für mich persönlich bin ich super fein mit den Noten. Ne? Ist genau so, wie ich es wahrgenommen habe. Und wenn ihr das anders wahrgenommen habt, für mich völlig okay, Leute. Ne? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, freue ich mich natürlich. Bin sehr gespannt, wie der eine oder andere das von euch so sieht, die Spielerbenotung auf die Saison gesehen. Finde ich immer super interessant. Ja, und in diesem Sinne. Rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und danke für euren Support.
Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.